Herzlich willkommen zu dem Ostergottesdienst. In diesen Tagen feiern die Christen weltweit das grösste christliche Ereignis, nämlich die Auferstehung von Jesus. Und ich denke, dass wir für einen Moment, gerade am heutigen Tag, auch das grosse Thema Corona-Krise bewusst hinter uns lassen können. Und zwar aus dem wichtigen Grund, die Krise wird vergehen. Aber die Botschaft von Jesus und dass er auferstanden ist, das ist eine Message, die bleibt in alle Ewigkeit. Um was geht es überhaupt? Vor 2000 Jahren ist ein Mensch auf die Erde gekommen mit Namen Jesus. Und er hat den Menschen von Gott erzählt. Er hat den Menschen die Güte, die Liebe, Geduld und Barmherzigkeit von Gott gezeigt. Er hat den Menschen aber auch Kraft gezeigt, wo wirklich bei Gott da ist. Und Menschen haben Heiligen erfahren. Lahme sind gelaufen, Blinde haben wieder sehen. Aber Jesus hat den Menschen auch gezeigt, dass Gott ein heiliger Gott ist, ein gerechter Gott ist. Und er hat Menschen darum auch aufgerufen, hey, kehrt um, ändert euer Leben, dass es wirklich Gott auch gefällt. Jesus ist am Ende von seinem Leben verurteilt worden von Pontius Pilatus, ist dann gestorben unter der Hand der Römer am Kreuz von Golgatha. Und dann, am dritten Tag, ist das geschehen, was menschlich eigentlich nicht möglich ist. Nämlich Jesus ist vom Vater im Himmel auferweckt worden von den Toten. Und daraufhin haben über 500 Menschen ihn gesehen in den folgenden Tagen. Und das ist die Botschaft von der Auferstehung. Und die Bibel sagt, hey, dass die Auferstehungskraft, wo Jesus erlebt hat, dass wir die auch heute noch erleben können. Dass die zugänglich ist für uns, weil Jesus auch heute noch lebt. Und so heißt es in der Bibel im Epheser Kapitel 1 Folgendes. Der Vers 19 bis 22 betet da der Paulus und sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er, das ist Jesus, als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Und ich werde heute Folgendes machen. Ich werde sagen, warum ich im 21. Jahrhundert immer noch an die Auferstehung von Jesus glaube. Und dann werde ich uns aufzeigen, für was die Auferstehungskraft von Jesus ist und im letzten Teil, wie wir Zugang bekommen als Menschen zu deren Auferstehungskraft. Warum glaube ich an die Auferstehung? Der erste Grund ist der, dass der Bericht von der Bibel über Jesus wirklich absolut glaubwürdig ist. Wenn man das Leben von Jesus anschaut, wenn man die Evangelien anfängt zu lesen über Jesus, merkt man, dass Jesus nie gelogen hat, er hat nicht betrogen, sondern er ist absolut echt gewesen. Er ist nicht nur authentisch gewesen, sondern was er gesagt hat, jedes Mal wirklich Hand und Fuß gehabt. Überhaupt ist Jesus darum gegangen, dass Menschen durch ihn Gott kennenlernen als jemand, der 100% vertrauenswürdig ist. Und es ist interessant, dass nach seiner Auferstehung Jesus immer mehr und mehr und mehr Menschen bekommen hat, die an ihn geglaubt haben, die ihm nachgefolgt sind. Ja, mehr als noch zu seiner Lebenszeit. Warum? Menschen haben innerlich etwas erfahren und haben angefangen, auch äußerlich verstehen, intellektuell verstehen, hey, das muss wahr sein mit dieser Auferstehung. Ich denke auch an den Intellektuellen Paulus, der damals gelebt hat. Ihm ist Jesus auch begegnet. Und das ist so eine tiefgreifende Überzeugung geworden in ihm, wo man ihn bedroht hat, er soll doch dem Glauben an Jesus absagen, die aufhören mit dieser Botschaft von Jesus, hat er gesagt, ich kann nicht anders. Und er war bereit, weg seinem Glauben, auch sein Leben zu lassen und ist unter der Hand vom damaligen Kaiser vermutlich durch die Leue ums Leben gekommen. Ich denke aber auch heute an Wissenschaftler, an bekannte und immer noch lebende Nobelpreisträger, die glauben und sagen, hey, die Auferstehung von Jesus Christus ist für uns nicht nur glaubwürdig, sondern wir glauben daran und es ist zu einem persönlichen Erlebnis geworden, auch, dass es stimmt.
Und das führt mich zu einem weiteren Punkt, warum ich glaube, nämlich, dass die Menschen, die zum Glauben kommen, heute an Jesus, erleben eine Realität und eine Kraft, die sie verändert. Es ist wahr, es gibt Christen, die leben nicht so, wie es Gott will. Und ich hoffe, dass Gott in seiner Gnade wirklich auch ihnen nachgeht und so Menschen auch zurückruft. Zurück in seine Liebe und in sein Erbarmen. Ich sehe aber, dass die Menschen, die begreifen, Jesus müsse sterben, ich habe Vergebung gebraucht, und wo in dieser Demut und Ehrlichkeit auch zu Jesus kommen und ihm Vertrauen schenken, da geschieht etwas. Ich sehe, wie so Leben verändert werden, wie Menschen zunehmen an Liebe, an Ehrlichkeit, an Geduld, an Nachsicht, an Liebe, aber auch an einer Kraft, an einer Hoffnung, die sie vorher auf die Art und Weise nicht hatten. Und der dritte Grund, warum ich an die Auferstehung von Jesus glaube, liegt einfach in dieser Tatsache, dass 1988 ich selber das Erlebnis machen mit Jesus, mit ihm als dem Auferstandenen. Ich habe dort in einem besonderen Moment eine Vision gehabt und ich habe eine leuchtende Gestalt gesehen, die auf mich zugekommen ist. Und habe die Worte gehört oder die 2 Sätze gehört, wo es geheißen hat: Matthias, ich vergebe dir. Und Matthias, ich will, dass du das Evangelium verkündigst. Heute, wo ich die Bibel viel besser kenne als dazumal, weiss ich, das sind eigentlich die beiden wichtigsten Aussagen der Bibel, dass Gott uns will vergeben und dass Gott uns will brauchen. Und das Erlebnis war so real, so einschneidend. Ich habe so etwas nur einmal gemacht, aber ich kann es nicht mehr vergessen. Es ist für mich genauso real, wie irgendwie das Pflänzchen vor mir steht oder die Lampe da neben mir steht. Für was ist jetzt die Auferstehungskraft wirklich da? Was will Gott mit der bewirken? Das Erste, was Gott uns will schenken, ist brandneues Leben. Es heißt nämlich auch in dem Epheserbrief, und wir bleiben in dem Brief auch, im Kapitel 2, Vers 1 folgendes: Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ja, wir haben doch alle früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Das heißt, die Bibel sagt eigentlich, hey, der Mensch ohne Verbindung mit Jesus ist geistlich tot. Was heißt das? Ja, er lebt, es gibt ihn, er ist real. Es ist so ähnlich wie die Lampe, die da ist. Natürlich noch ein bisschen schöner, jeder Mensch, noch ein bisschen aktiver und so. Aber was ihm fehlt, ist eigentlich Folgendes: Ihm fehlt Connection mit dem Leben aus Gott. Das ist so ähnlich wie bei dieser Lampe, wo der Stecker gezogen ist. Ihm fehlt das Leben von Gott, ihm fehlt die Kraft von Gott, die Hoffnung von Gott. Ihm fehlt auch der Frieden mit sich selber, wo wir überkommen durch Jesus Christus. Und jetzt sagt Gott Folgendes: Er kann und er will das verändern für uns. Und zwar heißt es nachher weiter, in Epheser 2, 4-6. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. In anderen Worten, wenn unser Leben in Verbindung kommt mit Jesus, weil wir das wollen, dann ändert Gott etwas in dem Moment. In dem Moment fängt Gottes Kraft, die Auferstehungskraft von Jesus, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, fängt an, in unser Leben einzukommen. Und sie macht aus uns neue Menschen. Zuerst einmal, wir erleben mit Jesus wie eine Auferstehung in unserem Inneren. Viele Menschen sagen dann so, es ist, als hätte ich erst angefangen, richtig zu leben, als ich Jesus kennengelernt habe. Und dann heißt es aber noch weiter, dass wir sogar mit Jesus in den Himmel versetzt sind. Das heißt wirklich, dass Gott uns auch einen Platz gibt, Gott uns eine Identität gibt von der Kraft und wirklich auch von der Zuversicht. Und warum ist das so wichtig? Warum schreibt das der Paulus? Ich glaube, er schreibt das ganz gezielt an Christen, weil so viele Christen sagen, ja, ich bin so schwach, ich kann nicht, oder beklagen sich. Hey, und der Paulus sagt, hey, Moment mal, wenn du mit Jesus verbunden wirst, hey, da fängt eine neue Kraft in dir anfangen zu wirken. Die Auferstehungskraft von Jesus. Und die ist lebendig. Denk doch daran, du bist mit Jesus versetzt worden in den Himmel, eigentlich in deinem Inneren, zur Rechten vom Vater. Hey, wie gewaltig ist denn das?
Checkst du, was abgeht da durch das neue Leben durch Jesus? Und ich glaube, die meisten Christen unterschätzen das bei weitem. Ich habe mal, als ich noch ein bisschen jünger war, an einem Lauf mitgemacht. Und etwa 250 Mann dort waren. Ja, und ich wollte irgendeine gute Zeit laufen. Und es ist mir irgendwie gut gelaufen an diesem Tag. Aber ich hatte eigentlich keine Chance, irgendwie eine besonders gute Zeit zu laufen. Und dann ist etwas passiert. Freunde, Kollegen, die dort waren, haben im letzten Teil von dem Rennen Folgendes gemacht. Haben angefangen zu heben. Hey, Thais, go, 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 go. Und ich weiss nicht, das hat etwas gemacht mit mir. Ich habe eine Motivation bekommen, ich habe einen Elan bekommen, ich habe nochmal einen Schub bekommen. Und ich konnte an diesem Tag wirklich eine Bestzeit laufen von diesen 250 Leuten. Und ich denke, so ähnlich ist es da in diesen Worten von Gott an uns. Er sagt zu den Menschen, die mit Jesus verbunden sind, hey, weisst du was? Check doch die Kraft, die da ist. Es ist, wie wenn Gott uns zuruft, hey, go, 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 go. Hey, unterschätzt nicht, was Gewaltiges in deinem Leben passiert ist. Es ist so gewaltig. Und das Zweite, was die Kraft nämlich macht, die Auferstehungskraft, dass wir wirklich eine tiefe und nachhaltige Veränderung erleben können. Ich glaube, jeder Mensch weiss vermutlich irgendetwas, wo noch ändern im Leben, wo nicht so gut ist, nicht so optimal ist. Aber wenn wir Jesus kennenlernen, dann merken wir, es geht immer noch ein bisschen tiefer. Wenn wir anfangen, die Bibel lesen, wenn wir sehen, wie die Bibel redet über die Veränderung, die Gott in uns will bewirken, dann merken wir plötzlich, oh wow, da geht es schon noch um vieles. Und Hand aufs Herz. Wir versuchen es doch manchmal und etwa die haben wir keinen Elan, etwa die haben wir gar keine Lust, uns zu verändern, etwa die fehlt uns einfach die Selbstbeherrschung oder es fehlt uns auch der Mut dazu oder ganz einfach auch der Wille. Aber Gott sagt etwas ganz Spezielles zu dieser Veränderung und das möchte ich gerne lesen. Epheser 4,23 heißt, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Leben oder Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Ich stelle fest, dass etwa die Christen den Eindruck haben, wenn sie zu Jesus kommen, jetzt fängt Gott an und fängt an Druck zu machen. Du musst dich ändern, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber weißt du was? Ich glaube, wir haben den Text nicht richtig gelesen. Da heisst, lasst euch doch das geben. Nehmt doch das an. Das heisst, Gott sagt in anderen Worten, weißt du was? Die Kraft zu dieser Veränderung, die ist bereits in deinem Leben, weil die Auferstehungskraft von Jesus durch den Glauben an ihn nämlich in dein Leben gekommen ist. Und wie kommt jetzt die Veränderung? Nicht indem du sagst, oh, ich muss doch und ich sollte doch oder irgendwie so. Es kommt nicht der Druck, sondern es kommt ein Geschenk. Schau, wenn es heisst, lasst euch ein verändertes Denken geben, dann heisst das in anderen Worten, hey, Gott will mich mit dem beschenken. Ich kann es nicht, ich kann es auch selber nicht geben, aber er will es mir schenken. Ein neues Wesen. Er will, dass wir das annehmen oder sagen, mal, ich möchte das, ich möchte anders werden. Du kannst das zum Beispiel wie folgt machen. Hey, wenn du das nächste Mal merkst, wirst du wieder hässig oder vielleicht in der jetzigen Zeit bist du einfach zu nahe mit irgendwelchen Leuten zusammen und die gehen auf den Wecker oder die kommen Gedanken, wo die Leute auf den Mond schiessen oder du kommen die Gedanken, die nicht gut sind, unreine Sachen an dein Leben an, wo du weißt, die würden Gott nicht gefallen. Hey, dann mach nicht Folgendes, sag, hey, weißt du, das ist mir egal oder ich kann nicht, ich will nicht, sondern komm zu Gott und sag, hey, du hast mir doch die Auferstehungskraft gegeben. Jetzt bitte ich dich, komm und lass die Kraft in mir wirksam werden. Schenk mir doch die Veränderung. Schenk mir das neue Denken. Schenk mir doch das neue Wesen. Und du wirst sehen, im Beschenktsein, dort liegt Kraft, dort liegt Veränderung. Denn alles, was wir wirklich an Substanziellem brauchen, das können wir nur geschenkt bekommen von Gott. Und das Dritte, dass die Auferstehungskraft tut nämlich noch etwas. Sie bewirkt, dass wir Grösseres mit Gott sehen können. Im Epheser 3, Vers 20 sagt die Bibel Folgendes. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Unendlich viel mehr.
Jetzt, was vielleicht noch wichtig ist. Die Bibel sagt auch nicht, dass Gott uns alle Wünsche erfüllt, dass Gott uns jedes Gebet so erhört, wie wir uns das wünschen würden, sondern es ist immer noch Gott am Schluss, der entscheidet, wie und auf welche Art und zu welchem Zeitpunkt er Sachen bewirkt. Aber die Bibel sagt da innen, weisst du was? Durch die Kraft, die in uns wirkt, können wir anders beten und ist es sogar möglich für Gott, hey, das übertrumpfen, was wir uns vorstellen könnten oder was sonst menschlich möglich wäre. Und ich möchte das vielleicht in 2, 3 auch Geschichten illustrieren. Ich werde den Moment nie mehr vergessen, wo wir hier aus dem Jugendcamp waren, sind eingeschneit gewesen. Und wir sind mit der Schweizer Luftwaffe in Kontakt gekommen und sie haben gesagt, hey, wir könnten euch eventuell rausfliegen mit dem Heli aus eurem Berggebiet, wenn es gut ist, die Sicht gut ist. Und am nächsten Tag, wo wir ausgeflogen werden sollen, war wirklich das Wetter grottenschlecht gewesen. Es hat Nebel gehabt, ich weiss nicht mehr, es hat noch geschneit oder geregnet in den Bergen. Und wir haben das Telefon bekommen, keine Chance, wir können nicht fliegen. Und dann ist Folgendes passiert. Die Jugendlichen haben angefangen zu beten. Haben gesagt, oh Gott, du kannst doch etwas tun. Wir wollen wieder heim. Wir trauen dir wirklich alles zu. Wir trauen dir Grösseres zu, als wir uns vorstellen könnten. Und dann ist Folgendes passiert. Der Nebel hat sich angefangen zu lichten. Eine Stunde später bekommen wir das Telefon von der Einsatzzentrale. Der hat gesagt, hey, in 20 Minuten steht der Heli draussen bei euch. Macht euch bereit, sind ready. Und nach 20 Minuten ist das flap, 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 flap. Ist gekommen. Der erste Heli ist gekommen, die erste Crew geflogen, das zweite Mal gekommen, hat das ganze Lager evakuiert. Gott, der Überbitten und Verstehen kann tun. Und ich denke, eine junge Frau, die bei uns in den Gottesdienst gekommen ist, und sie ist gekommen mit einer psychischen Not und sie hat dann gesagt, sie hat eine Diagnose und die heisst Schizophrenie. Ich bin ganz offen, ich habe selten erlebt, dass Gott in so einem Fall einfach eingreift und etwas tun kann. Aber die ist gekommen mit dem Vertrauen, Gott hat eine Möglichkeit für mich. Und sie hat Gebet bekommen und Gott hat die Frau geheilt von ihrer Schizophrenie. Ihrem Psychiater hat das da bestätigt. Und jedes Mal, wenn ich sie heute wieder sehe, in unseren Gottesdiensten, heute, wo sie glücklich verheiratet ist, muss ich sagen, was für eine Kraft von Gott überbitten und verstehen. Oder wenn ich an unsere Kleingruppe denke im Moment, was da läuft, an Gebet, an Unterstützung, an Anteilnahme, an WhatsApp, an Messages, wo Telefon heiß laufen, muss ich sagen, hey, wow, Gott macht mehr in unserer Kirche, als ich je gedacht hätte. Die Botschaft ist die, durch die Auferstehungskraft von Jesus ist viel, viel mehr möglich, als du und ich, als wir uns vorstellen könnten. Und ich glaube, das ist das Vertrauen, das Gott in uns bewirken. Lass mich zum Abschluss kommen. Wie wird die Auferstehungskraft von Jesus in uns wirksam? Wir haben gelesen im Epheser Kapitel 1, dass der Paulus sagte, ich bete, dass Gott euch erkennen lässt, wie übermächtig gross seine Kraft ist, mit der er an uns wirkt, an denen, die glauben. Und das sind 2 Schlüssel drin. Erstens, er sagt, Gott soll euch erkennen lassen. Oder Gott muss euch den Geist von der Weisheit, von der Offenbarung geben, das zu begreifen und zu erkennen. Schau, mit unserem menschlichen Verstand können wir Menschliches verstehen. Wir können Physik lernen, wir können Geschichte lernen, wir können Sprache lernen, wir können Mathematik lernen. All diese Sachen, für das lange diesen menschlichen Verstand. Aber für göttliche Sachen brauchen wir göttliche Erkenntnis. Und die kann uns nur von Gott geschenkt werden. Und der Paulus sagt, darum bitte ich Gott auch. Und ich glaube, das ist das Gebet, wo du auch einstimmen und kannst sagen, hey Jesus Christus, lass mich durch deinen Geist verstehen, was heisst das, dass die Auferstehungskraft in mir wirksam ist. Lass mich das begreifen, lass mich das böcken, lass mich das checken, bis ich da innen die Freude bekomme. Wow, die gleiche Kraft von Jesus, wo ihn aus den Toten auferweckt hat, genau die gleiche Kraft ist in meinem Leben wirksam. Und das Zweite, es heisst in der Bibel, dass die Kraft wirksam ist an denen, die glauben. Das heisst, in anderen Worten, an denen, die das annehmen. Glauben kann man eigentlich auch übersetzen mit etwas annehmen, etwas für sich in Anspruch nehmen. Das ist bis heute eigentlich der Schlüssel für alles, was Gott will tun, für
alles Wirken auch von Gott, dass wir es einfach annehmen und sagen, jawohl, ich kann vielleicht nicht alles checken, nicht alles begreifen, aber Jesus, ich will glauben und vertrauen, du bist auferstanden, du lebst. Und ich will glauben und vertrauen, dass deine Auferstehungskraft in mir das neue Leben bewirkt, Veränderung bewirkt und Grösseres bewirkt. Und ich glaube, für das wollen wir jetzt einfach noch beten miteinander. Ich will zuerst einmal für die beten, die schon in dem Glauben stehen an Jesus. Und ich will einfach für die 3 Bereiche beten, dass du jetzt in dem Moment etwas von der Auferstehungskraft Gottes daheim, in der Stube, wo du jetzt auch hörst, dass du das darfst erleben und spüren. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass die Auferstehung von dir nicht nur ein historisches Ereignis ist, sondern dass die Botschaft ist, du lebst heute noch und du wirkst an denen, die dich glauben. Und Jesus Christus, ich bete jetzt gerade für die vielleicht irgendwo in ihrem Leben mit dir irgendwo vielleicht anstehen. Irgendwo, wo das Feuer für dich nicht mehr so brennt. Dass du ihnen gerade jetzt begegnest, Herr. Dass jetzt in ihren Herzen ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft, eine neue Begeisterung für dich, Herr Jesus, darf angezündet werden. Ein neues Bewusstsein. Wow, Jesus ist mit seiner Auferstehungskraft ja in mir am Wirken. Herr, ich bete wirklich auch für die Menschen, die einfach spüren, da gibt es Bereiche in meinem Leben, da brauche ich Veränderung. Vielleicht in der Ehe, vielleicht in der Persönlichkeit, vielleicht in den Reaktionen Menschen gegenüber. Herr Jesus, und die vielleicht aufgegeben haben, die vielleicht sich bemüht haben. Und ich bete, Herr, dass sie jetzt gerade in dem Moment einfach so ihre Hand so wie zu dir dürfen erheben und sagen, ich möchte das wirklich auch empfangen. Ich will nicht mehr selber kämpfen, sondern Jesus, ich will mich beschenken lassen von dir. Und ich glaube, dass das Geschenk von dir eine Realität wird, dass die Veränderung möglich wird. Tue du das in mir, was ich selber nicht kann. Und ich will auch für die beten, die vielleicht so ein besonderes Wirken von dir brauchen. So etwas über das, was sie gebeten haben. Über das aus, Jesus, was sie verstehen. Dass du Türen auftust. Herr Jesus, dass Menschen, die vielleicht krank sind, in dem Moment dürfen deine Auferstehungskraft erleben. Dass du überbitten und verstehen tust und sie in diesem Moment wirklich heilst. Dass Menschen vielleicht, die im Business jetzt angefochten sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Menschen, die in Kaderpositionen sind, die vielleicht am Anschlag sind in allen Sachen. In dem Moment dürfen wir spüren, ich bekomme neue Kraft von Gott. Ich bekomme neue Zuversicht von Gott. Vielleicht auch Weisheit, Einsicht in die Führung von Mitarbeitern, was auch immer sie brauchen. Ich bete, Jesus, für die irgendwo vielleicht auch in ihren Gefühlen die kämpfen mit Angst, dass deine Auferstehungskraft wirksam wird und dass sie dürfen einfach merken, du bist da und du hilfst ihnen. Halleluja. Und jedes andere Anliegen, das da ist, Jesus, wir wollen einfach sagen, du lebst und für dich ist nichts schwer. Amen. Herr, und vielleicht hast du zugelassen heute und du sagst, weißt du was? Ich bin noch nicht verbunden mit Jesus. Ich bin irgendwo noch so. Aber ich möchte die Verbindung mit Jesus eingehen. Ich will bewusst in Connection treten mit Jesus und sein Leben empfangen, ein neues Leben mit ihm anfangen. Hey, dann möchte ich dich wirklich einladen. Bete doch auch noch mit mir. Du siehst jetzt gerade am Screen siehst du das Gebet, wo du persönlich mitbeten darfst. Lieber Vater im Himmel, danke für deine grosse Liebe und Barmherzigkeit. Mir ist klar geworden, dass mir das neue Leben mit Jesus fehlt und auch Kraft zur Veränderung. Aber heute entscheide ich mich, mein Vertrauen auf dich, Jesus, der Auferstandene, zu setzen. Ich bitte dich um das neue Leben und um deine Auferstehungskraft verändert zu werden. Danke vielmals, dass du mich heute hörst. Mit dir, Jesus, will ich von jetzt an leben. Amen. Hey, ich will dir gratulieren. Heute, mit dem Gebet, mit dem Vertrauen auf Jesus, ist der Stecker eingesteckt worden. Gottes Kraft hat jetzt angefangen, in deinem Leben wirken und wird dir wirklich helfen, Jesus besser kennenzulernen. Ich möchte dir Mut machen, fang an, in der Bibel zu lesen. Hey, schau in unsere nächsten Online-Gottesdienste. Und wenn du ein bisschen magst beten oder einfach mit Gott reden, fang doch an. Er hört dich, er lässt dir zu und er nimmt dich wirklich ernst. Letzte Woche haben wir noch Folgendes gesagt. Es ist ja Karwoche,
Karfreitag ist drin. Wir haben auch gesagt, wir möchten das Abendmahl auch noch feiern miteinander. Und das dürft ihr jetzt machen, das dürft ihr jetzt persönlich machen. So wie Jesus das auch im kleinen Kreis gemacht hat, dürft ihr es auch mit der Familie machen. Und wenn du ein bisschen unsicher bist mit dem Kind, weisst du was, lass sie doch Teil sein von dem. Du kannst ihnen ja sagen, hey, das Abendmahl, das ist für die Menschen, die ihre Freundschaft mit Jesus möchten vertiefen. Es ist für die Menschen, die wirklich auch einfach das angenommen haben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben sind. Und dann geniessen die Moment miteinander. Ihr könnt zum Beispiel aus Matthäus Kapitel 26, die Verse 26 bis 30 noch lesen miteinander. Oder ihr könnt auch noch ein bisschen Musik laufen lassen, später im Verlauf des Tages das auch feiern, ganz wie ihr wollt. Was wichtig ist, einfach, wir wollen feiern, Jesus ist gestorben und Jesus, er ist auferstanden für uns. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Und wenn du jetzt noch dabei bist, möchte ich dir auch sagen, hey, wir haben jetzt noch einen Song, den wir gerne einspielen wollen. Du kannst den Song einfach geniessen, die Gegenwart von Gott einfach geniessen. Oder kannst auch den Song, wo es um die Auferstehung und um den Tod von Jesus geht, den er für uns verbracht hat, aus Abendmahl feiern. Gott segne dich, eine gute Woche und erwarte und glaub, dass die Auferstehungskraft von Jesus wirksam ist in dir. Gottes Segen.